Willkommen zurück, Freunde, hier im Turm des Duma bei Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. Ich hoffe, es ist der letzte Part hier. Da haben wir uns selber ein bisschen aufgeregt. Ja, was ist passiert? Ist natürlich jetzt doof, dass ich die Karte nicht mehr anzeigen kann. Jedenfalls, ich bin an der gleichen Stelle wie beim letzten Part. Hier war noch der Bogenritter-Boss, den wir gegen den wir kämpfen mussten. Und es ist jetzt so, es ist ein bisschen seltsam, ich versuche es mal so zu erklären. Es gibt auf jeder Etage in Dumas Turm gibt es einen Boss, der halt am Ende vor der Treppe steht. So weit, so gut. Dieser Boss muss jedes Mal, wenn wir den Turm des Duma wieder verlassen und neu betreten, müssen den erneut platt machen. Okay, jetzt denken Sie natürlich, ja, aber wie sieht es mit Milas Zeitenrad aus und irgendwie so eine Waffen upgraden will und so, etc. etc. Ich meine, du kannst hier drin, generell kannst du Lesezeichen setzen, okay, normal abspeichern geht dir hier drin nicht. Jein. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass es in der... Wenn man den Turm des Dumas betritt, ist man in der ersten Etage, Erdgeschoss von mir aus. Und da gibt es eben eine Statue von Mila. Und da kann man abspeichern, man kann sich auch dort, ich habe dort teilweise halt irgendwie so ein halbes Bier geopfert und so. Kann man auch, mit dem Bier geht es vermutlich auch. Ich habe vor allem das halbe Bier genommen. Kann halt auch die Zahnräder auffüllen, die Erschöpfung, etc. etc. Gut. Ja, ich bin nochmal in der ganzen Truppe nochmal raus, nochmal rein, bis das Ganze mal ein bisschen drauf hatte und alle Bosse nochmal platt gemacht habe. Und dann nochmal zurückgegangen bin, um wieder das Zahnrad aufzufüllen. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Das Problem ist nämlich, solange du den Turm des Dumas nicht mehr verlässt, also sprich, solange du drin bleibst, bleiben auch die, ja, sagen wir mal, Treppenwächter, die bleiben besiegt. Die spawnen erst nach oder nach. Aber alle anderen Typen, Geister, Monster, Hexenmeister etc. etc. die spawnen immer wieder nach. Und zwar teilweise sogar auf dem gleichen Stockwerk, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen doof gewesen. Deswegen, wie man sieht, ich habe unfreiwilligerweise ein bisschen trainiert, ein Valley Solly, aber konnte nichts dafür, konnte nichts machen und deswegen mal ganz kurz ein bisschen zeigen, was er geändert hat. Eigentlich, ich glaube nicht viel, außer... passiert jetzt ein Streitwagenangriff noch, genau. Magische Resistenz. Stößen Gegner nach dem Kampf einem Feld weg. Das müsste eine Silberlanze gewesen sein. Sturmlanze ist klar, Sturmlanze ist auch klar. Grimoire-Ring hat sich auch nichts getan. Sie mit dem Venus-Schwert, genau, sie hat... Ah ne, wegen Level, genau. Fortschritt, das ist im Prinzip wie das, was die Hexen machen. Damit kann ich Sonja zu einem Verbündeten teleportieren. Das Problem ist, wenn ich das mache, ist der Zug vorbei. Also doch ein bisschen schlechter als bei den Hexen, weil die können dann direkt noch angreifen. Trotzdem eigentlich eine geile Fähigkeit von ihr. Also kann man durchaus weiter verfolgen, das Ganze. Und ja, das ist das Team. Ich habe dementsprechend nochmal alle 3 Bosse platt gemacht. Sprich, auf der ersten Etage, glaube ich, was war es da schon hinter? Genau, war so ein Schienen. So ein fetter grauer Schrecken. Im zweiten Stock war es dieser Golden Neko-Drache, also sprich waren einfach ein paar Neko-Drachen plus Bogenritter oder einer. Und hier nochmal der mit 3 Bogenritter und so, und noch ein bisschen Scheiße. Und sonst hat es auch nichts verändert, aber es hat, ich habe sicher eine Stunde gebraucht, bis das alles nicht hinbekommen haben, vor allem bis ich das mit der Statue Milas gesehen habe. Ich zeige es auch später noch, weil es ist doch, sie sieht ein bisschen anders aus als die anderen und deswegen denke ich mir so, man kann es ruhig zeigen. So. So langsam mal oben. Was ich auch gemerkt habe, Leute, die ganzen Monster hier am besten direkt angreifen. Das Problem ist, was ich gemerkt habe, was schneller passieren kann, ist, dass ich das Gefühl habe, komm, ich weiche einem aus und latsche in den nächsten hinein. Und dann kommen plötzlich beide hier. Also der Hauptgegner ist irgendwie hier oben. Dann habe ich hier noch ein paar und da drüben auch noch. Und das zu managen ist ein bisschen kacke. So, jetzt habe ich hier einen Geist-Weißen. Da ist auch ein Geist. Eigentlich alles Geister. Außer der hier, das ist ein Ergebener. Kantor. Okay. Ich bin aber voll im Vorteil. Kann also voll angreifen, obwohl es gerade viel Damage macht. Aber hey. Und ja, ich müsste Seitenräder. Müsste ich alle 10 haben. Bingo. Perfekt. Also jetzt noch, wa? Wie lange das andauert, das ist ein anderes Thema. Okay, den kriege ich direkt platt. Mal ganz kurz. Warte mal, ist das ein Berittener? Nebeltänzer bringt nicht viel Streitwagenangriff, der wird zwar was bringen.
Im Streitwagenangriff ist, ich habe jetzt nicht, oder generell so, wenn ich zusammen angreifen kann, ich habe nicht die super Trefferquote. Wenn ich den normal angreife, 100% weg, das ist eigentlich super. Nehme ich gerne, dankeschön, und geht schwierig nochmal ein Level Up. Ich habe es vielleicht auch mal, dass die beiden miteinander quatschen können. Bei Gelegenheit, muss ich erstmal hier ganz kurz gucken. 80%, ich kann auch zweimal angreifen, mit einem Angriff machen bereits platt. Es müsste also ups. Okay. Falsch geguckt. So viel Schaden mache ich dann doch nicht. Schade eigentlich. Oder normaler Angriff gegen den hier? Nee, komm. Oh. 84%, der greift daneben. Wir nur so viel Pech haben, wa? Oh, die Trefferquote ist aber auch alles andere als... Die gefällt mir schon besser. So, dann habe ich ja noch Sonja. Die natürlich mit Excalibur direkt mal wegkriegen. Haben wir fast schon gedacht. So, ein bisschen Seraphim. Das war ja höhere Trefferquote, genau. Machen wir einfach mal. Perfekt. Dann killst du ihn noch. Du hast eine relativ hohe... Natürlich killst du ihn. Oh, scheiße. Du noch quatschen, wa? Okay, es rennt uns nicht weg. Es rennt uns nicht weg, aber immerhin habe ich jetzt mal... Ohne Zahnrad einzusetzen, das hier gemeistert. So. Was ist das für eine? Verteidigung. Eigentlich schon krass. Also Selig hat mehr Verteidigung als ihr Bruder. Als Conrad. Ja, ich sitze dann doch eher an der Front ein und da wäre ein bisschen mehr Verteidigung schon nicht schlecht. Ist das eigentlich relativ viel, wenn man bedenkt, dass sie gar nicht dafür ausgelegt ist. Andererseits, warum eigentlich nicht? Oh, gibt es eben noch etwas. So, jetzt warten wir. War nur zweimal. So, jetzt. Ich bin schon oben. Voll in die Fresse. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann, der ist natürlich gar kein Problem. Wie sieht es mit dem aus? Der ist immer noch ein Problem. Okay. Das will ich jetzt so nicht machen. Ich versuche es mal so. Ja, toll. Erstmal critten hat Konrad irgendwie nie Bock. Ich verstehe es nicht ganz warum. Na gut, also Konrads Punktwerte sind ja schon krass allgemein. Also, dass er da mal neben zielt, ist jetzt nicht so zu verdenken, wa? Okay, geht das auch ein bisschen genauer? Ja, komm. 84 hätte auch neben gehen können. Hatten wir auch schon mal. So, ja cool, komm. Und das ist trotzdem Draco Shield. Stell dir mal vor, ohne Draco Shield, was das für ein Damage machen würde. Ja, wie sieht's aus, wa? Ja, ist besser als nichts so zu schwächen. Saber, kriegst du ihn ein bisschen besser platt? Machen wir durchdringen. Jo, Quick Shots und so. So. Jetzt müssen wir auch genug Zeit haben, ein bisschen zu quatschen. Montes. Oh, I didn't know you were so close by. Kind of funny how we keep running into each other like this, huh? This is hardly the time for idle chit-chat, Conrad. Everyone else is fighting their hardest, and we need to do the same. Why can't you be as sharp and dashing as when you were the masked knight? Wait, dashing? Dashing? 1 second. Any who dare lay a hand on my sister shall feel the sting of my blade. Yes, that's the spirit. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hey, sind ja, die wissen schon, was sie tun. Ich glaube, so ist es echt vernünftiger, wenn ich halt wirklich auf die Kämpfe zugehe und ich ihnen immer ausweiche. Da habe ich halt einen Vorteil und... Okay, das ist nochmal eine Treppe.
Oh, gegen 2, da hasse ich. Das wollte ich jetzt echt nicht. Scheiße. Gut, meine Option ist natürlich 3 Züge durchhalten und abhauen. Weil ich habe nicht den Nerv für sowas, für solche Kämpfe. Andere Variante wäre halt, die ganzen Magier anzulocken. Wäre auch eine Option. Konrad hat zwar viel Resistenz, aber würde er das auf lange Frist mitmachen? Ich meine, klar, die Witch macht mal platt, das ist nicht so das Problem. Die greifen erstmal alle oben an, wa? Das wäre natürlich auch eine Option, die man sich so überlegen könnte. Ein bisschen Nebeltänzer, warum eigentlich nicht kommen? Die Fähigkeit zumindest mal ausnutzen. Oh, da bin ich natürlich mit ihm ein bisschen am Arsch. Du hast auch nicht so viel Resistenz, bei dir wäre es also auch eher... Ja, sehr zur Resistenz, aber ganz ehrlich, was sie als Resistenz-Set, das ist ja eher ein bisschen, naja. Positiv, glaube ich, mache jetzt hier echt mal ein bisschen Anrufung. Damit ich alle also möglichst nahe zu uns locke. Seebad, 11 Resistenz, kann aber gut auswandern, schicke mal hier hinkommen. Ja, ich will auch nicht zu passiv sein, andererseits zu offensiv auch ein bisschen kacke, deswegen versuche es hier mal so. Seber, sorry Kumpel, aber gut, du kannst mal hier hinstellen. Aber generell gewinnst du leider keinen Blumentopf. Mit irgendjemandem kann ich nach vorne, in der Hoffnung, dass er da auch vorne ein bisschen stark mitmischen kann. Jo. Est hatte wirklich sackstarke Werte. Ja, jetzt sowieso. Okay, dann mache ich es mal so und hoffe, ich brauche kein Seitenrad. Ja, das will ich eigentlich, dass sie so angreifen. Wieder mal die Witches of the East End. Oh nein, da ist so einer. Okay, wenn er aber einfach dort bleibt und nichts anderes macht, dann... Oh. Das ist vielleicht ein bisschen nervig, aber dann kann ich ein bisschen besser mit umgehen, versteht ihr? Wow, wieder mal sehr clever. Aber natürlich jetzt auch für ihn, wenn er natürlich jetzt nach vorne marschieren kann. Weil da jetzt nur die physischen Truppen kommen, habe ich hier auch einen gewissen Vorteil. Die irgendwie mit einem platt machen? Nee, geht natürlich nicht. Was? So. Ich war kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Okay, dann war auch gleich ein Purgativ für sie. Gut, dann wären die schon mal weg. Ja, ich weiß, ihr habt die da oben noch. Der kommt auch. Okay, normale Schwerter. Ja, das ist der Falkenritter. Ich hoffe ihm, dass sie gut aushalten kann, sonst kommt halt das Zeitenrahmen zum Zuge. Will man zwar ein bisschen ankotzen, aber was willst du denn machen, wenn die Strategie ändern muss? So, das passt eigentlich perfekt. Das geht auch ganz gut. Dann mach doch mal den hier bitte. Ja, meine, die Hexen waren jetzt nicht grundsätzlich so ein Problem. Ich hätte jetzt die ruhig auch ignorieren können. Wäre auch eine Idee gewesen, ne? Wenn man das mal ganz ehrlich nimmt. Aber hey. Den davon ignorieren will ich jetzt eigentlich eher weniger. Sturmlanze macht guten Damage. Okay, trifft sogar. Jetzt kurz gucken. Ich habe... Warte mal, ich kann die Hexe ignorieren. Die kann sowieso nichts machen. Die kann noch im Feuer einsetzen. Ja gut, von mir aus, wenn sie unbedingt will. Ich erreiche sie aber trotzdem. Zwar nicht mehr so. Mit dem Donner erreiche sie noch. Okay. Werde ich mir natürlich so außer Gefecht setzen, ist auch sehr wichtig. Und vor allem eine sehr gute Option. Antis, machst du das bitte?
Jo, das gefällt mir, wenn du zweimal triffst. So. Es ist auch harmlos. Okay, I got this. Dann kann ich sie hier hinschicken. Ich kann natürlich... Aha. Einen Anruf machen. Oder Ächtung. Ächtung ist... Ich mache Anrufen, komm, da ist sicher. Also sicher in Anführungszeichen, aber doch, ist sicher. Impressive as ever. Also hoffe zumindest. Ja, gut. Weil Ächtung ist ein zweischneidiges Schwert, das wirklich klappt. Wieso greift hier Ace dann? Zum Glück ist der Ace schnell. Ja, jetzt kommt der Arsch doch schon. Ja, Erfahrungspunkte, tschüss. Immerhin aber so wieder ein bisschen Platz. Also, so traurig bin ich jetzt gar nicht mal darüber. So, ich brauche vermutlich alle hier vorne. Du hast Sakral an, sie macht ordentlichen Schaden. Sehr gut. Ich muss mal gucken. Der hat... Spielt jetzt nicht so eine Rolle, gegen wen ich jetzt da Valba einsetze. Da er sowieso nicht allzu viel in der Offensive reißen kann. Ja. Muss mal halt schauen, wa? So. Wie gesagt, hier oben kann ich jetzt ruhig noch ignorieren, bis ich hier unten fertig bin. Seba kann nichts machen. Gut, dann kann Seba eigentlich da oben bleiben und den Plan machen. Wenn er eh nichts machen kann. Spielt es jetzt auch nicht so eine Rolle. So, Jenny, dich im Angriff einsetzen ist eine Option. Aber da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Andererseits, die Trefferquote ist doch hervorragend. Da kann man es auch mal riskieren. So, der andere kann man gar nicht hin. Dann mach du bitte mal den Plan. Der kann sich das Halbbrot nehmen, komm. I'm so happy we're fighting together. We're fighting together. Forever. Dann nehmen wir doch lieber Nebeltänzer. Oh. Ja, weil sie gefüttert noch besser. Sind alle noch einigermaßen dabei, wa? Und ihm noch ohne Zeitenrad wohlgemerkt. Ja, wie geil. Okay, was das ist für ein Wasser? Angriffswasser, okay. Konrad, bei dir wäre ich manchmal froh, wenn du ein bisschen mehr Power hättest, wenn Rehler sein soll. Ist zwar auch... Gut, sie sind natürlich mehr auf Verteidigung ausgelegt. Sonja mehr, damit sie auf 20 kommt. Und du hättest gerne ein bisschen mehr. So, jetzt auf 25, gut. Jeder Punkt ist entscheidend, Freunde. Gut, das heißt, wir sind hier durch, wa? Ich glaube sogar, es soll der letzte Stockwerk sein, wenn ich das richtig mal verstanden habe. Das heißt, unser letzter Gegner, wer ist es? Oh nein, die scheiß Augen. Ausgerechnet die. Zum Glück kann ich noch 10-mal Seinrad einsetzen. Jetzt wird's blutig. Jetzt wird's fucking blutig, Freunde. Ach du, leck mich am Arsch. Natürlich alles verteilen, was du nur irgendwie verteilen kannst. Mhm. Jo, das wird lustig. Warte mal. Ich mach's doch anders. Ich habe hier 3 Magier. Jetzt einen Silberbogen, den können wir einmal angreifen. Der killt also instant keinen von meinen Fliegern. Zumindest nicht gerade sekundär, sag ich jetzt mal. Das heißt, wir müssen leider trotzdem nach vorne. Magier. Geh du bitte mal... Ah, scheiße. Den da oben auch noch. Der wäre schon perfekt, die Zellteilung. Oh. Ich glaube, ich gehe rechts durch, aber da habe ich die weniger krassen Einheiten, oder Gegner. Einheiten, ja, das sind vor allem die Gegner. Die mir ein bisschen... Ja... Ein bisschen zurückhaltender machen. Müssen wir uns recht da vorne auch mal zuschlagen. Und zwar voll auf die Fresse im Idealfall. Jenny, ja, Jenny, Spezialfähigkeit, ich habe sie nicht vergessen.
Ah, ja, du hast relativ viel Verteidigung. Also so Valba hinstellen, dann ist Mei in der Hinterhand. Jenny bleibt mal hier wegen... Ja, wegen, das ist eine gute Frage jetzt. Ja, komm, Grauenschrecken machen eh nichts. Valba, hallo? So, das habe ich eigentlich gehofft, dass die kommen. Sehr gut, Catria, dass du schon angenommen hast, finde ich jetzt zwar weniger geil, aber... Was? Was ist jetzt passiert? Das finde ich schon cool, aber wieso ist Catria jetzt... Hä, hat er was verpasst mit den Waffen? Sieht ja fast so aus. Ja, tut er halt alle wieder. Ja gut, Kriegerschwert ist nur plus 5. Fuck. Tom, erster Plan, alles für die Katz. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ich war hier wegen höherer Ausweichquote. Gut, das ist so das Schattenschwert gewesen, okay. Sehe ich ja ein. Aber trotzdem ein bisschen übertrieben. Okay, dann stellen wir sie jetzt nur hier hin, damit da nur der andere... Oh, das tut doch direkt auf den Pfeiler. Pflaster. Ja, ist ein bisschen weniger. Ist schon gut, passt. Also die Strategie, aber ansonsten ging es soweit auf. Saber kommt. Saber zwar hier hinstellen, aber was will er gegen den noch machen, wa? Ja, wäre ein bisschen doof. Ich stelle doch Saber hier hin. Ne, komm, mach's hier. Dann Antis. Perhaps kommt er mit dem Schattenschwert an, wa? Das wird zwar nicht so geil. Deswegen hätte ich Valba vorhin da. Schon verdammt viel Power. Ich riskiere es trotzdem. Ja, dann greift er halt Antis an. Ich glaube, muss erstmal die rechte Seite platt machen, sonst habe ich hier ein paar Probleme. So, Jenny wird hoffentlich nachher ein bisschen ihre Doppelgänger spawnen. So, das war die Hoffnung, dass es so aussehen wird. Ja, Schwein gehabt. Gut, Schattenschwert ist weg. Das hat sogar viel Biss. Was? Wollt ihr mich verarschen? Nur weil er ein Kriegerschwert hatte. Ey, Catria, was geht hier ab? Wieso stirbst du hier dauernd? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich will nicht meinen ersten Zug. Oh, leck mich doch, ey. 0 Glück, 10 Fähigkeit. Ich meine, die hat 19 Glück. Wie kann der sie quitten? Das geht nicht! Ja klar, das Kriegerschwert mal kritische Treffer wahrscheinlich. Oh, ja, wie viel ist ein Crit? 30, okay, der 30 zu 19 waren, die sind aber verloren. Oh, leck mich am Arsch, okay, dann machen wir es hier anders. Meine Fresse. Fällt von euch gar keiner dahin, so. Oh mein Gott, leck mich doch, ey. Du kannst mir so dahin. Ja, nee. Scheiße, Mann, nee, ich überlebe nicht meinen ersten Zug. Zu meiner geilen Idee und Strategie und hast ja alles nicht gesehen, ist alles für den Arsch. Sieht man, ja, so weniger Glück, aber auch ein Kriegerschwert. Ihn treffen musst du erstmal. Stellen trotzdem hin, komm, was soll's. Nur 4 Bewegungsfelder, sie hat auch nur 4. Oh Gott, bitte lass mal einen ersten Zug überleben.
Ernsthaft, greift alle an Tees an. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, bitte nicht killen, weil sonst kommen die nächsten. Okay. Der mit der Zellteilung. Kommt der mit dem Quatsch mit der Zellteilung an? Leave this to me. So, Hexen sind scheiße, wissen wir ja. I'll take care of it. Dann haben wir noch einen scheiß Dunkel kriegen mit 22 Speed, wo der Gegner natürlich keiner von uns ankommt. Weil er eigentlich immer einen Angriff überleben sollte. In der Theorie zumindest. Auch nur in der Theorie. So sehen muss hier leider mal weg. Oder ich mache da was anderes mit ihm, aber... Scheiße, da komme ich nicht durch in so viel Verteidigung. Ich kann Valber hier nicht gut einsetzen. Den verdammten Langspeer, oder? So graceful. Graceful, peaceful. Der Georg hat aber da was machen kann. So in der Richtung. Muss was physisch angreifen. Da ist auch noch ein Auge. So, danke Seber. Dann ging mir echt ein bisschen auf den Keks. So, jetzt habe ich da eigentlich nichts mehr zu befürchten. Ja, toll. Ja gut, kann ich gut schon greifen, stimmt. Die schon mal etwas vorschwächen. Okay. Wäre das auch erledigt. Hat die noch einen Donner drauf? Okay, der hat das noch drauf. Setzt sich jetzt Antis doch schon ein hier. Moment, sie hat Erholung. Das kann natürlich heilen. With you here, how can we lose? So. Die Frage, Seber heilen oder Doppelgänger schaffen, also sprich Ablenkungen in dem Sinne. Kann die mir etwas? Nicht wirklich. Dann nicht Erholung, nehmen wir da mal Purgativ. Zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass sie ihn angreifen, aber hey. Warum? Warum, ganz ernsthaft? Ich begreif's nicht, hey. Ständig kritten die, das kann doch wohl nicht angehen. Nein! Ah, scheiße! Mann, da wollte ich nicht hin! Okay, ich versuch's nochmal, dann muss ich nochmal zurückdrehen und die Witcher doch schon platt machen. Okay, das war jetzt schon besser. Sonny wird echt, ja, da habe ich schon gemerkt, genau, Sonny im Direktangriff gegen den Dunkelkrieger echt was reißen kann. Oh, wird echt zum Dunkelschreck. Sag jetzt mal. So, die Augen kannst du ein Problem nur selber platt machen. Die machen ja nicht viel. Also ihm zumindest nicht. Aber sind die schnell, die greifen sogar ihn zweimal an. Außer crittet, dann nicht mehr. Trefferquote ist alles anders berauschend.
Es lebe das Schwert. So, dann kann ich jetzt eigentlich problemlos in dieser Folge noch das hier fertig machen. Zumindest so wie es aussieht, kommen 95%, also wir wohl doch zweimal treffen an Tees. Dankeschön. Ja, ich weiß. Schnell die Wunde heilen. Vielleicht ein Doppelpack der beiden Schwestern, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ziehst du 13 ab? Jo, aber schon besser. So, ich mehr noch, aber ich glaube, es reicht gar keinen mehr, oder? Nö, keine Chance, reicht keinen mehr. Mach mal so, komm. Hallo! Und dann ganz kurz noch Celica heilen. Ich weiß, ich werde immer wieder Celica dann Tease, aber spielt keine Rolle. Sie ist eh 2 in einem. So, zwar ein paar Zahnräder gebraucht, aber ging jetzt trotzdem mal gut aus. Gott sei Dank! Level up für Palla. So. Palla ist schon längst vorbei, ich weiß von, aber eigentlich will ich jetzt mal gucken, was hier oben und noch auf uns wartet. Es ist die Spitze. Es ist die Spitze. Ja, ist klar, Warnschild, das nur einfach sagen, hey, was geht ab, Alter? Legen wir direkt los mit dem Kampf, sagt er erst mal. Was geht ab? Ich kann sogar speichern hier. Was geht ab? Wir fighten die ganze Nacht, die ganze Nacht. Ja, so ganz langsam vor, Freunde. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part, der, wenn wir mit dem Kampf, vermutlich Kampf gegen Cheddar, keine Ahnung, aber letztes Mal ist er schnell abgehauen. Wenn es ein Kampf wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwas Gravierendes passieren muss, damit wir da mit allen weiterkommen. Weil ich könnte mir vermuten, dass Celica dann, naja, wir werden es ja sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.